Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Ja, jetzt dürften wir hier alles erkundet haben. Und dann dürften wir eigentlich auch gleich wieder los zur Hauptquest gehen. Hier, stimmt, da war noch das wollte ich mir auch noch angucken. Ob hier nicht eventuell noch irgendwas ist? Ne, da komme ich nicht durch. Ich finde es auch schon genial, wie man hört, wie Delta sich bewegt. Und wie enorm schwer der auch sein muss. Aber ist ja halt ein Big Daddy. Der sah so ein bisschen noch Rosie-Typ aus am Anfang, als man gesehen hat. Deep Blue Review. Night at the Limbo Room. Grace Holloway. Ja, mit der haben wir ja schon Kontakt geschlossen. You're not alone, Sophia Lamb. Ja. Eine gruselige Aare. Sinclair Deluxe. Ja, irgendwas muss es ja geben, wo ich mich noch umgucken kann, aber offensichtlich ist hier nichts. Na gut. Dann lasse ich das mal sein. Alter, wie viel Gerumpel das jedes Mal macht. Ja, Delta ist schon ziemlich gut ausgerüstet. Da gibt's nichts. Okay, da war mal durch. Da konnte ich nicht durch. Da ist noch ein Kuchen mit Cremefüllung, ne? Brauche ich aber derzeit nicht. Kamera höre ich noch. Hier ist noch so ein Medistation. Vita Chamber. Okay. Dann folge ich jetzt mal ganz artig hier der Pfeiler. Weil ich denke, soweit hätten wir eigentlich alles gemacht. Fehlt eigentlich nur noch Little Sister. Also Annie müsste ich noch abgreifen können hier irgendwo. Das Fischbaul. Ja, soweit ist alles in Ordnung. Dann hier rum, genau, Sinclair Deluxe. Das war der Hinterherräumer vom Andrew Ryan. Einer von den viele Problemlöser. Ich finde es aber auch so geil, diese Gänge, die einfach mit dem Ozean sind. Gefällt mir unglaublich gut. Skid Row. Ja, da war ich von der anderen Seite wohl dran. Das ist aber echt heftig, wie viel Gerumpel der du macht. Ich stelle mir das auch ziemlich übel vor, wenn du Rapture noch in Schuss war. Wie heftig das ist, das ständig hier glänzen zu halten. Weil im Ozean wird es ja sofort wieder algig und alles. Also, das stelle ich mir nicht gerade unbedingt spaßig vor. Okay, da käme ich auch noch durch. Okay. Gut, da ist der Bot-Shutdown. Merke ich mal wohl, versuche ich mal zu merken. Da ist nichts weiter. So komme ich anscheinend noch nicht durch. Den Tisch kann ich aber von hier untersuchen. Munition kann ich leider nicht aufnehmen. Ups. Tja, alter Knabe, ich schätze mal, Gracie ist zu Hause. Aber dieser Kleiderschrank hat dir gerade mein halbes Hotel in den Weg gepflanzt. Und um da durchzukommen, musst du herausfinden, woher er seine Kräfte hat. Okay. Besorg dir eine Genforschungskamera, mein Junge. Mit so einem Ding kannst du dir jede Menge Tricks von den Splicern abgucken. Versuch's in dem Leihhaus Downtown. Ich bin immer gespannt, ob das sich besser verhält als die Kamera im ersten. Finde im Leihhaus im Geschäftsviertel die Forschungskamera. Ich hoffe, das ist besser als beim ersten Teil, weil das war etwas nervig mit der Kamera dort. ist das übelste Viertel in Rapture. Aber hier gibt's noch Wohnungen zu erschwinglichen Preisen. Als Atlantic Express die Luxus-Passagierlinie baute, wurde das Areal unterhalb ausgehoben, um Unterkünfte für die Arbeiter zu schaffen. Es sollte keine Wohngegend auf Dauer werden, aber wenn du in dieser Stadt pleite bist, ersäufst du nicht gerade in Möglichkeiten. Ich bleib nicht gerne länger als eine Stunde am Stück hier unten. Nirgendwo ist der Zug so abgefahren wie unter diesen Gleisen hier. Ja, klingt ja, als hätte er die Gegend überhaupt nicht aufgegeben oder so. Kuchen mit Cremefüllung, ja, den kann ich gerade nicht so gut gebrauchen. Eine Genbank brauche ich derzeit auch nicht. Schwere Nieten nehmen wir doch gern. Bohrertreibstoff immer voll.
Aspirin, ja komm. Kopfschmerz hat mir sowieso ständig. Okay. Gut. Aufgrund von Wasserdruck hätte ich doch vielleicht schon am Anfang ziemlich Kopfschmerzen, aber so what? Jetzt müssen wir erstmal hier lang. Okay. Gucken, ob es da überhaupt irgendwo hier geht, aber es scheint auch wieder nur so Sackgasse zu sein. Ein Heckpfeil. Also die Art zu Hecke gefällt mir schon 1000-mal besser. Na, Scheiße. Yo. Hi. Wo war dann der Bot-Shutdown? Hier. So. Ja. Das hat glücklicherweise kein Geld gekostet. Im ersten war es ja ständig mit Kosten verbunden. Egal. Habe ich halt jetzt zusätzliche Dollar. So what? Na gut. Dann hätten wir hier alles durch. Tja. Das bringt uns wohl nicht weiter. Telekinese. Bringt uns hier auch nicht sonderlich weit. Aber vielleicht kann ich ja ein paar Sachen raus. Nee. Geht nicht. Ja. Dann bleibt nur noch abfackeln. Nee. Bringt uns alles nichts. Dann müssen wir woanders hier. Ah, wir können die Bots hacken. Das ist natürlich praktisch. Das finde ich natürlich gut. Das ist mal eine sehr nützliche Sache. Dann habe ich jetzt 2 Bots bei mir. Perfekt. Komm mit. Ja, der andere auch noch. Ja, wunderbar. Habe ich sogar jetzt auch ein bisschen Unterstützung mit bei mir. Schauen wir mal, was jetzt noch alles kommt. Ich höre auf jeden Fall einen Big Daddy. Und du kannst nicht schade, dass ich Bots bei mir habe. Ja, da ist er. Ein Rosie. Fängt ja auch noch an zu brennen wegen dem Ding. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ja. Hab hier meine Niete-Pistole relativ gut geskillt. Also frühestes Upgrade gemacht. Sehr schön. Meine Kamera reagiert auch noch. So. Ein Verbandskasten nachher. Komm schon. Oh scheiße, ich hab nichts mehr. Brauche ich die schwere Niete. Ich habe mich schon gewundert, warum ich keinen Schaden mehr mache. Trophäe erhalten in Silber über Daddy. Ein Rosie, 2 Verbandscash und 108 kühle Dollar. Sehr geil. Schade war, dass der Little Sister bei sich gehabt hat. Das ist etwas schade. Aber man kann nicht alles haben. Tja, so ist es leider. Downtown. Stimmt, da beim Pfandleiher. Genau, da bin ich ein bisschen noch nicht reingekommen. Irgendwie muss es da auch einen Weg reingeben. Wahrscheinlich hier über die... Ja. Muss ich hier over drüber gehen. Aller Hopf. Machen wir das so. Ah, die habe ich ja noch gar nicht untersucht hier. Haben wir doch noch nicht alles geplündert, aber die Leiche waren soweit geflattert. Ja, der ist auf meiner Seite. Ah ja, okay. Bohrertreibstoff, da habe ich schon voll. Ja, da muss ich rein. Okay. Dann bin ich jetzt hier im Pfandhaus. Da ist die Forschungskamera. Das ist ja ein geiles Teil. Aber erst mal gucken, ob ich hier noch irgendwas finden kann. Eine Eve-Spritze. So, kann ich nicht aufmachen. Ich weiß, ich höre es glitzern und funkeln, aber trotzdem noch nicht. Schrot. Tschetschenischer Wodka. Nee, lass mal.
Vor allem keiner, der in Blut getränkt ist. Hier rum, dann du hier. Und mal gucken, was das dann triggert. Noch ein bisschen Geld. Portemonnaie ist bereits voll. Alter, wie geht denn sowas? Du hast die Forschungskamera erhalten. Drücke R2, während du dich auf einen Gegner konzentrierst, um eine Forschungssitzung zu beginnen. Okay. Dieses Ding ist ein wahres Technicolor-Wunderwerk, mein Junge. Es funktioniert wie eine Filmkamera. Schalte sie ein, bevor du das Feuer auf einen Splicer eröffnest. Dann liefert dir jeder Treffer Informationen über seine DNS. Wir üben das mal kurz, ja? Mhm. Ja. Ruhig jetzt. Der Kerl scheint dich nicht bemerkt zu haben. Doch. Starte die Kamera, nimm ihn auf. Und dann beschieß ihn mit allem, was geht. Plasmide, Feuerwaffen, alles, was du hast. Ja. Achso, ich hab's bereits erforscht. Okay. Gut, jetzt kann ich ja endlich mal richtig wieder loshauen. So. Thuggish Splicer, Forschungsbonus, erhöhter Schaden plus. Thuggish Splicer, anfällig für Antipersonenkugeln. Wer hätte es gedacht? Gut so, mein Junge. Es lohnt sich für dich, die Kamera einzusetzen, weil du so erfährst, wie ein Splicer tickt. Film jetzt einen von diesen Riesenaffen und du wirst sehen. Schon bald kannst du den Schutt vor dem Hotel wegräumen. Okay. Erforsche Brute Splicer. Trophäe erhalten in Kupfer. Erste Forschung. Also irgendeiner muss ja auch in meine Kamera reingerannt sein, merke ich da aber in meine Überwachungskamera. Ne, Moment, Brute Splicer müssen dort unten irgendwo sein anscheinend. Ich meine, Delta ist ja auch natürlich so unauffällig, den hört man überhaupt nicht, wenn er hierher kommt. Ah, jetzt ist Fontaine Clinics auf. Okay. Ne, Quatsch, das war ja schon vorher. Da bin ich ja durchgekommen, ich dummer Hund. Du ist jetzt, du muss ich jetzt hier. Skid Row. Das ist jetzt auf. Ist jetzt wieder auf. Kann ich jetzt dort durch? Okay. Mit dieser Kamera ist es ein bisschen wie mit einem Witz. Je öfter man ihn auf die gleiche Art erzählt, desto mehr nutzt er sich ab. Man muss variieren, damit es nicht langweilig wird. Mhm. Das war aber ein Big Daddy. Das war aber gerade ein Big Daddy, den ich hier erforscht habe. Big Daddys Forschungsergebnis. Big Daddy anfällig für panzerbrechende Kugeln. Okay. Das testen wir doch gleich mal. So. Ah, jetzt wieder auf der Bashing drauf, aber mehr habe ich jetzt nicht mehr. Und... ja komm, scheiß drauf. Boah, mach dich mal ein bisschen. So. Und 2 Eve-Spritzer und $112. Okay. Dann können wir auch mal gleich hacken. Und da finden wir normale Niete. Und nochmal normale Niete. Das ist gut. Dann nehme ich doch auf jeden Fall wieder mal Nietenpistole. Mal stinknormaler. Als Munition. Ja, ein Verbandskaste wäre nicht verkehrt. Nehmen wir gerade noch einer. Und Niete kann ich auch immer gut gebrauchen. Und Heckpfeile nehmen wir doch auch wieder ein paar. Super Sach. Super Sach. Cooked Mushroom. Ob ich die haben wollte, hier die Pilze, die sie da unter Wasser gewinnen, ich weiß ja nicht. Okay, da war nix. Gut. Da hätte ich wahrscheinlich auch noch drauf schießen können. Ja, der Daddy hat sich hier schon mal ordentlich um die anderen Freaks gekümmert. Und ja. Gut, den können wir später vielleicht noch ganz gut gebrauchen. Ich bin der King. Ey. Hier, auf hier einer auf King zu machen. Schusskamera. Ich bin cleverer als du. Arschloch. Letterhead Splicer, erhöhter Schaden plus, anfällig für Antipersonenkugeln.
Gott. Mistfreaks. Oh, schickes Meth-Labor hier. Sieht aus wie ein Breaking Bad in der Endphase. Hier ist... War hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Eine Leiche. Dann könnte ich doch schon fast sagen... Ich könnte hier den Verbandskasten benutzen und den hier wieder aufheben dafür. War er uns doch relativ schnell zu was nützlich hier. Mhm. Und hier ist auch noch ein bisschen kruscht. Ja, natürlich. Ups. Hackwerkzeug. Und... Scheiße. Scheiße. Egal, jetzt gehört sie mir. Jetzt ist es egal, jetzt gehört mir das Ding. Hey, 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 hey. Ganz vorsichtig. Bisschen Sardine, bisschen Allheilmedizin. Panite-Aufheber. Ups. Boah, scheiße. Da ist anscheinend noch irgendein Bot recht wütend auf uns. Ja. Und jetzt kommt uns der Bot. Denk dran, Junge. Ohne Einsatz der Forschungskamera kommen wir nicht an Gracie ran. Und das heißt, wir sitzen hier fest. Film einen von diesen Riesenaffen und dann bearbeite ihn. Habe ich vor, ja. Aber erstmal muss ich an so einer Draht kommen. Eve Spritze und Verbandskasten. Erstmal muss ich an so einer Draht kommen. Ah, da hinten ist einer. Okay. Da ist einer von diesen Giganten. Wirf die Kamera an, filme ihn und dann deck ihn ordentlich ein. Okay. Ey. Nehmen wir doch das da mit der Antiperson. Und? Gut, neue Fähigkeit Bohrersprung. Vernichte deine Gegner mit diesem verheerenden Sprungangriff. Sieh einer an, Junge. Du bist ja ein richtiger Profi-Filmer. Und mir scheint, du hast dir von dem Riesenbaby einen neuen Trick abgeguckt. Geh jetzt wieder zum Sinclair Deluxe und bahn dir einen Weg durch den Schutt. Okay, das klingt doch ganz cool soweit. Drücke Kreis, während du R2 gedrückt hältst, um einen Bohrersprung auszuführen. Mhm. Scheiße. Ja, das sieht gut aus. Deswegen gab's doch auch, deswegen gab's dort auch so Fuel Station. Hopp. Upp. Irgendwo ist da noch einer. Da ist noch einer. Habe ich dich? Habe ich dich. Puh. Schwein gehabt. Kann ich jetzt hier nochmal hacken? Wow, aber gerade noch so ein Hackpfeil und ein Verbandskasten. Mehr von Denner. Schwere Niete holen wir uns auch noch welche. Und ein bisschen Bohrertreibstoff ist auch nicht verkehrt. Gut. Finde ich aber geil, dass man hier durch die Kamera jetzt auch neue Techniker drauf hat. Das finde ich ziemlich geil. Das gefällt mir echt. Okay. War hier noch irgendwas? Oh. Das ist anscheinend Adam noch. Und ein Verbandskasten. Kann ich gerade nicht nutzen.
Und hypnotisieren. Du entwickelst dich schnell, aber dein Herz wird schwächer. Ich kann dich am Leben erhalten, aber dazu musst du mich finden. Verwirre deine Gegner, damit sie sich gegenseitig zerfleischen. Okay, packen wir mal mit rein. Hypnotisieren Sie Ihre Gegner. Viel Spaß, wenn sie sich gegenseitig bekämpfen. Okay. Nehmen wir mal mit auf in das Ganze. L1, um den nächsten Plasmid zu entwickeln. Wie eklig das schon aussieht. Oh oh. Ja, ich höre mal wieder einen Big Daddy. Und? Okay, jetzt schlagen die sich ja gegenseitig tot. Gott. Okay, das ist relativ nützlich. Aber ich bleib doch lieber bei dem, was ich hab und kenne. Also das wird das nächste sein, was ich natürlich dann rausschmeiß wieder als Plasmid. So nützlich ist es jetzt auch nicht wirklich. Wir werden wiedergeboren. Ja, klappt das ruhig mal. Also ein Big Daddy ist auf jeden Fall hier in der Nähe. Ah, wieder Waffe-Upgrade. Sehr geil. Treibstoffeffizienz für Bohrer. Machen wir mal den Bohrer Schaden höher. Immerhin ist das ja meine Nahkampfwaffe, wo ich jetzt auch neue Tricks gelernt habe damit. Oh oh. Ich höre die Engel singen, Mr. B. Ich höre dich, aber ich würde dich gern sehen. Big Sister mag keine Rumtrödler. Big Sister mag keine Rumtrödler. Ha. Ja, sind die hier in der Nähe? Zeigt euch, ihr Teufel. Müssten noch hier irgendwo sein. Das war der Brute Splicer. Irgendwo hier müssten sie doch sein. Zu Grace war Ryans Paradies äußerst unfreundlich. Sie sprach sich in ihren Songs gegen ihn aus und er setzte sie auf die schwarze Liste. Es hat sie ruiniert. Aber in der Familie hat sie Hoffnung gefunden, einen Grund, neuen Atem zu schöpfen. Frage dich, Delta. Hast du es verdient, ihr das zu nehmen? Ja, habe ich. Bäh. Also das ist etwas schwierig auszumachen, wo diese Big Daddies sind. Das Gebrüll hört man ja schon ziemlich weit. Ich verstecke auch immer ein bisschen Munition in meinem Ofer, stinkt normal, ne? Sonntagsmesser. Ich habe Gerüchte gehört. Es ist kaum zu glauben, aber anscheinend hält irgendwer namens Wales unten in der Siren Alley Gottesdienste ab. Alle Religionen und Glaubensbekenntnisse sind willkommen, heißt es. Sie machen große Versprechungen, Erlösung, Unsterblichkeit und einen Weg hier raus. Es ist mir egal, wie verrückt das klingt. Ein Ausweg aus Rapture ist Musik in meinen Ohren. Nächsten Sonntagmorgen werde ich da sein. Ich probiere jetzt einfach mal diesen Combo-Mode. Ein paar Mal. Okay, in dem Ding ist nichts mehr drin. Gut, in dem Ding ist nichts mehr drin. Ach du Scheiße. Aber das ist das, was die Bouncer hier ständig machen. Das ist anscheinend der Move. Sehr cool. War der Rosie was? Ja. Sehr schön. So. Und du gehörst jetzt mir. Er ist netter als andere Daddys. Ich? Komm mit. So. Ich bin netter als andere Daddys. So. Jetzt haben wir alles. Portemonnaie ist leider schon wieder voll. Und... Oh ja. Das können wir gleich hier machen. Da würde ich aber sagen, ihr liebe Leute, ich mache jetzt hier auch meinen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.